Ja, hallo. Es gibt sehr viele Sachen hier in Köln, die kennt man meist nur vom Namen her. Ja, okay, am Dom war wahrscheinlich schon jeder, aber wer kennt denn zum Beispiel die Himmelssäule? Wer kennt denn zum Beispiel das Brauhaus in der Salzias? Und darüber hinaus, wer kennt denn die Geschichte dazu? Und das ist das, was wir in unserer Serie Monumente, Kultur und Personen Ihnen näher bringen. Guten Tag. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Monumente, Kultur und Personen. Ja, worum könnte es heute gehen, frage ich Sie mal ganz dreist in diesem Moment. Die meisten von euch haben es schon erkannt. Ich befinde mich hier am Sportbad Müngersdorf. Sportbad Müngersdorf? Aber da ist doch ein Stadion dahinter. Das wissen die meisten nicht. Das Ding hat eine ganz olle Geschichte. Gucken wir uns das mal an. Was Sie da hinten sehen, ja, das ist ein Rhein-Energiestadion. Das stimmt schon. Aber die Geschichte des Rhein-Energiestadions mit seinen Vorläufern ist genauso alt wie hier dieses Tor, durch das wir uns jetzt bewegen. Um das genau hinzukriegen, die Geschichte davon, müssen wir ganz weit zurück. Und zwar bis 1918. Die Geschichte des Rhein-Energiestadions fängt weit viel früher an. Und zwar kurz nach dem Ersten Weltkrieg mit Beschluss des Versailler Vertrages. Also zu dem Zeitpunkt, als unser Konrad Adenauer hier in Köln Oberbürgermeister war. Aufgrund des Versailler Vertrages wurden die Festungsanlagen im Grüngürtel Köln oder rund um Köln geschliffen, bis auf wenige einzelne, die man heute auch noch sehen kann. Versteht ihr mich so überhaupt? Wie ist das mit dem Wind heute ein bisschen blöd hier? Na gut, das war ungefähr um 1818, 1819 und dann kam unser lieber werter Konrad Adenauer. Der war zu dem Zeitpunkt, wie ich vorhin erwähnte, bereits Oberbürgermeister der Stadt Köln. Ich suche mir erstmal ein windstilles Plätzchen hier. Pfiffig Kerlchen, wie er nun mal war, auf den die Wiedergründung der Kölner Universität, die Ansiedlung der Fortwerke hier in Köln und den Wiederaufbau oder den Aufbau der Kölner Messe zurückzuführen ist, war so schlau und hat sich gesagt, im Grüngürtel müssen wir auch was für das Thema Sport tun. Also hier, etwa in der Mitte dieses Grüngürtels im Stadtteil Müngersdorf, sollte ein großes Sportzentrum entstehen. Die Idee war es dabei, den Kölnern einerseits ein Angebot an Freizeit- und Sportflächen zu bieten und andererseits ein modernes Stadion zur Verfügung zu stellen. Jan Konrad zusammen mit der Stadt Köln ab 1920 die Flächen hier zwischen Köln-Löwenich und Müngersdorf auch von Privatleuten aufzukaufen, um das Projekt ab 1921 angehen zu können. Geplant wurden auf dem 80 Hektar großen Areal neben der Hauptkampfbahn mit etwa 80.000 Zuschauerplätzen 2 kleinere Stadien, Ost- und Westkampfbahn, eine Radrennbahn, ein Freibad sowie eine Tennis- und Hockeyanlage im Bereich dort hinten sowie etwas für die Schwergewichte. Ich kann euch sagen, der Sportbad Müngersdorf war bis zum Bau des Berliner Olympiastadions 1936 die größte Sportanlage hier in Deutschland. Viele Menschen kennen das Stadion, so wie es jetzt heute hinter mir steht. Und zwar als die Sportstätte, wo wir Kölner unseren ersten FC Köln anfeuern. Der am 13. Februar 1948 gegründete Verein spielt seit Anbeginn an hier in Müngersdorf. Anfang hieß es Kölner Sportpark, dann hieß es ab den 70er Jahren Müngersdorfer Stadion. So nennen es die Alten, so wie ich, es heute noch. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. 1923 wurde das erste Stadion hier im Sportpark fertiggestellt und bot neben einer Rasenfläche auch mit einer Laufbahn den Leichtathleten Möglichkeit, hier Wettkämpfe abzuhalten. Dann kam die WM 1974 und die Stadt Köln, die wollte unbedingt dabei sein. Also überlegte man, das bis dahin bestehende Stadion aus- bzw. umzubauen.
Naja gut, wie den Köln nun mal so ist, ne, muss man so was ordentlich beschließen. Und so kam es dazu, dass sie in Janssen ein paar Monate verloren und somit das Ding hinter mir zur WM 74 nicht fertig geworden ist. Quintessenz des Janssen: Köln war nicht bei der WM als Austragungsort dabei. Gut, während der Umbauphase, die sie dann doch begonnen hatten, musste Fortuna Köln und der erste FC Köln ausweichen. Die mussten dann irgendwo, ich glaube, das war auf der Radrennbahn, ihre Spiele austragen, bis der Teil da hinter mir fertig war. Und zwar am 12. November 1975. Ein bisschen spät für die WM von 74, aber immerhin. Wir hatten dann ein neues Stadion mit einer Kampfbahn drumherum, also mit einer Laufbahn, einer Aschenbahn, mit, was war das, Weitsprungbecken und hast du nicht gesehen? Und das war das Stadion, wo ich das erste Mal in meinem Leben als 12-Jähriger von meinem Pap mitgenommen wurde und in West saß, irgendwo in der Mitte, und mein erstes Spiel des ersten FC Kölns hier im Stadion erlebt habe. Das war damals hier in den HSV und ich war so aufgeregt. Ich wusste ja nicht, als ich da oben saß, am Anfang, wer ist der Kölner Verein und wer ist jetzt der Hamburger Verein. Naja, so kam es, wie es kommen musste. Das erste Tor fiel für Hamburg. Ich sprang auf wie eine Dildop und brüllte Tor. Und alle um mich rum guckten mich nur ziemlich betröppelt an. Na gut, man kann nicht jedes Spiel gewinnen. Aber immerhin war es dann 3 Jahre nach Stadioneröffnung soweit, dass in einem Areal, wo 60.000 Zuschauer Platz hatten, 1978 unser erster FC Köln das erste Mal deutscher Meister wurde. Nein, nicht das erste Mal, aber das erste Mal in einem neuen Stadion. So, jetzt kommen wir nochmal zurück auf das, was ihr da seht. Denn es gab irgendwann in den 2000ern wieder eine WM in Deutschland und das war 2006. Naja, und Köln hatte aus seinen Fehlern gelernt. Denn mit der erneuten WM-Vergabe an Deutschland für das Jahr 2006 wagte Köln nach 1974 einen zweiten Anlauf als Austragungsort und investierte sage und schreibe 117,5 Millionen Euro in eine dritte Variante des Stadions an selbiger Stelle. Am 20. Dezember 2001 begann der Umbau und somit hatte man es geschafft. Köln wurde WM-Austragungsort 2006. Im Gegensatz zu damals wurden die Tribünen des Müngersdorfer Stadion jedoch diesmal einzeln abgerissen, sodass ein erneuter Umzug der Mannschaft nicht vonnöten war. Schritt für Schritt nahm die Kölner Heimstätte ihre heutige Form an und konnte schon 2 Jahre vor der Weltmeisterschaft, also im Jahr 2004, fertiggestellt werden. Und so klappte es dann. Köln war, wie gesagt, WM-Austragungsort in 2006. Und 2006 habe ich ja auch ein Spiel gesehen. Das war Schweden gegen Tschechien oder was auch immer. Ich habe mich gut amüsiert, weil im Stadion alle nach dem ersten FC skandiert hatten. Im Jahr 2016 ist der erste FC Köln zusammen mit der Stadt Köln und der Sportstätte Köln, also hier den Leuten, die das Stadion eigentlich verantworten, hingegangen und hat was zum Erhalt der Kultur getan und hat alle Kioske innerhalb des Stadions zu einem Bütchen umfunktioniert. Kölner und sein Bütchen. Auch eine Geschichte für sich, habe ich auch schon mal drüber berichtet, solltet ihr euch vielleicht mal anschauen. Kurz nach der Fertigstellung für die WM 2006, also sprich ab 2008, machten die ersten Gerüchte hier in Köln, ja, die Runde, kann man sagen. Ja, die Runde, dass das Stadion vielleicht doch nochmal ausgebaut wird. Und zwar von dem, was im Moment reingeht, 50.000 auf 75.000. Soweit ich weiß, sind die Planungen oder Abstimmungen mit der Stadt Köln schon längst im Gange und die Fertigstellung wird ungefähr um die 50 bis 70 Millionen Euro betragen. Was natürlich ein ganz krasser Gegensatz ist zum ersten Aufbau des ersten Stadions mit 115 Millionen Reichsmark. Gut. Wer hat hier nicht alles gespielt? All unsere Weltmeister von 54, 74, 90, warte, für 90? War 90 sind wir Weltmeister geworden. Und natürlich die
Weltmeister der letzten WM im Jahre 2014. Wie ich sagte, wir befinden uns hier im Rhein-Energiestadion. Aber für den Kölner ist das hier die Heimat unseres ersten FC Köln. Ich möchte dich erinnern an den Mebus, an den Schäfer, an den Flohe, an den Schumacher, an den Konopka, an den Lebarski, an den Hessler. Und ein Name, der den meisten von euch heute noch in Gedanken oder in Geläuf ist, Lukas Podolski. Gut, so viel dazu, Tränchen verdrückt. Ich bin auch kurz davor, ich bin nämlich immer nah am Wasser gebaut, wenn es um der FC und um Köln geht. War schön, dass ihr heute dabei wart. Heute war es mir eine besondere Ehre, denn ich hänge an dem Verein, genauso wie ich hier an der Stadt hänge. Und deswegen hoffe ich, ihr habt heute ein bisschen was gelernt und hattet ein bisschen Freude an dieser Folge von Monumente, Kultur und Personen.